Wir starten in der neuen Woche, Montag, 27. April, und lesen: Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. 1. Mose 3, 8. Nichts von Versteckis haltet der Paulus im Lehrtext, Römer 8, 15. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Unsere zweite Tochter, die auch Eva heisst, hat uns ein grosses Lachen beschert bei einer Geschichte, die fast auf das Gleiche rausläuft, wie die heutige, die wir miteinander überdenken. Sie hat nämlich etwas verbockt und war nachher nie zu finden im Haus. Am Schluss haben wir sie im Schlafzimmer gefunden, bei einer Schlafzimmerschaft. Und das war folgendermassen. Ich bin jetzt Eva. Eveli, wo bist du? Keine Antwort. Eveli, hier bist du ja. Was machst du da? Verstecken. Warum musst du dich verstecken? Ich habe darum etwas gemacht. Aber wir sehen dich doch, du kannst dich doch so gar nicht verstecken. Wenn ich darum habe ich nicht gesehen, dann seht ihr mich auch nicht. Ja, komm Eveli, komm jetzt vorne. Schau, wir bringen es jetzt in die Ordnung zusammen. So ist das gegangen. Und wir haben noch wochenlang gelacht vor dem lustigen Schauspiel, das wir dort erlebt haben. Wenn ich dich nicht sehe, dann siehst du mich auch nicht. Das haben auch schon andere gedacht. Vor allem ihre und das muss man noch 100-mal Ur sagen, Urgroßmutter Eva. Aber lesen wir mal als Erinnerung Psalm 139. Der David bezeichnet es als wunderbar, dass Gott ihn sieht. Nicht als furchtbar, also dass man sich vor ihm fürchten müsste. Er hat also sehr etwas Befreiendes erlebt. Und er hat gefunden, Gott sieht nicht nur in meine Gedankenwelt hinein, das wäre ja auch schon etwas, sondern er sieht sogar in meine zukünftige Gedankenwelt hinein. Sicher hat er ein bisschen eine Hühnerhaut gehabt, eine Heilige, und hat einfach gestaunt, was ist das für ein Gott, vor dem man nichts, aber auch gar nichts kann, aber auch gar nichts muss verstecken. Gott sieht jederzeit alles und am besten sieht er das Unsichtbare. Dabei ist unser Körper für ihn eher etwas wie Glas, das er dadurch sieht, weil für ihn ist am interessantesten vor allem unsere Seele und unser Geist, unser Unsichtbare. Das ist bei ihm so, weil er selber ja auch Geist ist. Geist erkennt natürlich Geist von weitem. Ich habe vorgestern etwas geschildert von dem Erlebnis, das ich hatte, wo mir Jesus ist begegnet. Es war das wichtigste Element in diesem Jahr, wo meine grösste Krise war im Leben. Die Angst vor dem Abba, vor dem Vater. Ich habe mein Vaterbild mit mir getragen und nachdem wäre es furchtbar und schrecklich gewesen, wenn ich jetzt zu Gott Abba sagen müsste. Lieber Vater, das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, wenn Gott hat mein Leben übernommen. Im Moment vor meinem geplanten Suizid, wo ich dem entgehen wollte, weil ich so in schweren Depressionen war und in einer so grossen Angst, ist mir ja das helle Licht erschienen in St. Louis 1975. Jesus ist mir erschienen und ich war wie Glas in dieser Zeit.
Das ist vielleicht eine halbe Stunde so gegangen, ich weiß es nicht mehr genau. Es war einfach eine Zeit, wo ich durchflutet wurde und wusste, der Körper steht dem nicht im Weg. Gott sieht direkt in mein Innerste hinein. Er interessiert sich ja auch für mein Innerste. Und für ihn gibt es eigentlich gar nicht etwas, was innen ist und etwas, was außen ist. Er nimmt uns in erster Linie als Geist und Seele wahr, die auch noch einen Körper haben. Aber seit der Revolution gegen Gott, die wir Menschen gemacht haben, ist Verstecken eben immer ein Thema gewesen. Die Verbindung zwischen Gott und unserem Geist und Gott und unserer Seele war ja gekappt durch den Sündenfall. Es ist wie eine tote Leitung. Und darum kann sich der Mensch schlecht vorstellen, dass Gott ihn sieht. Es geht wie unserer Eva hinter dem Schaftöri. Durch das ist eine Verwirrung eingetreten bei uns. Wir verstecken uns hinter dem Sichtbaren. Sind wir ganz frei und nennen die Sache beim Namen, weil wir das Unsichtbare schlicht nicht verstehen. Vielleicht nicht einmal daran glauben, an eine unsichtbare Welt. Das Sichtbare wird für uns zu diesem Feigenblatt. Wir halten uns auf im Sichtbaren und sagen, hinter diesem Raum gibt es sowieso nichts. Ich glaube, was ich sehe. Was für ein Versteckspiel. Eigentlich ist es ja auch lächerlich. Aber man muss es auch irgendwo nachvollziehen. Das Feigenblatt vom Humanismus und in manchen Teilen auch von der wissenschaftlichen Welt heisst eben so. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich ja auch nicht. Und ich kann wissenschaftlich beweisen, dass man ihn nicht sieht. Gott hat gerufen, Adam, wo bist du? Der Vater ruft seinen Sohn. Er hat nicht gesucht, wie man etwa einen Osterhase sucht im Garten. Er hat ihn ja sowieso gesehen. Gott sieht seine Kinder von fern. Aber sein Herz hat dem Adam sein Herz gesucht. Ich kann mich gut erinnern, als ich mit angehenden Konfirmanden Narnia als Musical aufgeführt habe. Und dort hat es die Stelle gegeben, mit diesen Zeichen, die auf dem Altar eingemeisselt waren, die nächtliche Szene. Und da hat ein Kollege von mir, der mitgeholfen hat, gesagt, wir machen doch das mit Schwarzlicht. Ich habe noch nie etwas gehört von Schwarzlicht, aber er hat es nachher erklärt. Es gibt eine bestimmte Farbe, die reagiert auf UV-Beleuchtung. Man wird natürlich die UV-Beleuchtung im Raum nicht sehen, aber die Sachen, die eben das reflektieren, die Zeichen, die Buchstaben, die Schriftzüge, die man dann braucht, die haben dann plötzlich geleuchtet in der Nacht. Genauso sieht ja Gott in unser Herz und in unsere Seele hinein. Gott ist natürlich nicht ein Schwarzlicht, aber er macht das sichtbar mit seinem Auge, das, was wir vor ihm verstecken wollen, und sei es in der finstersten Nacht. Der erste Schritt zum Heil fängt dort an, wo der Mensch sichtbar werden kann. Das ist schon unsere Rettung, so fängt sie an. Wir werden sichtbar. Wir treten freiwillig aus dem Versteck raus und kommen, wie wir sind. Eigentlich hat das bei Adam und Eva geheissen. Wir kommen, wie Gott uns erschuf. Wir kommen mit den nackten Tatsachen. Wir exponieren das, was in unserem Herz ist. Wir verstecken uns nicht mehr verstecken vor einem Gott, der ja das Unsichtbare sieht, weil er selber unsichtbar ist. Dabei hat jetzt der Paulus noch einen Spezialfall beleuchtet. Er kennt ja das Versteckspiel auch, er war selber ein Pharisäer. Er hat ein besonderes Versteck ausfindig gemacht, wie sich seine Volksgenossen zu seiner Zeit haben versteckt, nämlich hinter dem Gesetz. Und hinter dem kann man seine Gottlosigkeit verbergen. Das würde dann heissen, ich bin ja fleissig und halte die Gesetze. Gott muss gar nicht in mein Innerste hineinschauen. Ich mache ihm das jetzt einfach vor. Ich habe ja den Buchstaben. Aber der Buchstabe ist eben nicht der Geist. Da gibt es einen grossen Unterschied.
Es ist wieder die Schranktür von der Eva, nur hat sie zur Zeit von Paulus noch etwas anders geheissen. Gott sieht mich nicht mit meinem leeren Geist hinter meinen Manöver. Hinter dem, was ich mir und anderen vormache. Der Paulus hat die Leute hinter dem Schaft weggezerrt. Und er hat sie in Jesus Christus, den er ihnen an die Wand gemalt hat, oder vor Augen gemalt, in ihm hat er sie vor einen Vater gestellt. Der Schaft ist zugeklappt worden, sie sind da gestanden und sie haben ihr seltsames, komisches und vielleicht sogar ein bisschen lächerliches Versteckis aufgeben. Und jetzt können sie sagen, Abba, lieber Vater, die Knechtschaft ist vorbei. Das zwanghafte Verhalten braucht es nicht mehr. Es ist ja die Knechtschaft von der Sünde und gleichzeitig die Knechtschaft von dieser Strategie, die zu verstecken, dass alles zusammen wird über Bord gekippt. Menschen können diesem Vater begegnen, wie es sie nachher auch können. Also einem Vater, der ja einfach seine Kinder gesucht hat. Er hat nicht einmal ihre Sünden gesucht in erster Linie, sondern er wollte seine Kinder wieder haben. Und da drinnen hat sich das Väterliche erwiesen, wo wir wissen, das war nicht so eine einfache Suche gewesen. Da hat es viele vertrauensbildende Massnahmen gebraucht. Für das ist sogar Jesus am Kreuz gestorben, für das man dann sagen kann, ich brauche mich wirklich vor dem Gott. Nicht mehr zu verstecken. Ich wünsche euch einen schönen Tag.